kurz für dich beten und dann tun wir dich vorstellen. Herr, danke vielmals für den Morgen. Bitte dich, dass du uns segnest. Danke, dass du wirst heute durch Ansgar mit uns reden. Wir hoffen, unser Herz, unsere Gedanken, unsere Ohren von dir zu hören. Segnest uns Ansgar und das, was du auf sein Herz gelegt hast. Amen. Amen. So gut, Ansgar, dass du da bist. Ich habe gesagt, du bist ein Hauseigentumverwandt. HIV, schau da, Zucker. HIV. HF. Das ist einfacher, HIV. HF, danke vielmals. Hast du das vorher sagen? Unterhosen sind auch noch. Ja, nein, das war nicht. So gut. Aber Ansgar, du bist nicht immer in diesem Verband gesehen. Du bist auch nicht immer reich gesehen. Du bist eigentlich, wenn ich darf sagen, auf Bauernhof aufgewachsen. Ich habe verschiedene Interviews von dir gelesen, habe ich sogar gehört, ohne Dusche. Nein, schmeckst fein, ja. würde ich sagen. Ja, es ist besser. Es ist besser. Ja. Aber du hast ein vollkommen anderes Leben gehabt. Ja, wir wollen noch das Mikrofon von dir richtig machen. Du hast ein vollkommen anderes Leben gehabt, wie heute jetzt. Mit 11 hast du deine Mutter verloren. Viele Geschwister im Bauernhof aufgewachsen. Wie hast du die Zeit erlebt? Ja gut, danke vielmals für die Einladung. Ich bin eigentlich noch gerne gekommen, ja. Schön, dass du da bist. Das ist immer schwierig für mich. Ich bin ein Langschläfer, oder? Also das Privileg nehme ich raus. Seit ich pensioniert bin, stand ich erst 8:30, 9 auf. Früher ja vorher. Also ich bin Nacht um 12 Uhr aktiv. Kannst du mir anrufen, das ist kein Problem. Aber morgen... Wir verstehen uns sehr gut. Ja, okay, danke. Bin ich auch so. Okay, aber nein, das ist... Oder, wie muss das sehen? Man ist ja wirklich anders aufgewachsen, oder? Ja. Wirklich anders. Man hatte keine eigenen Schuhe, man hatte keine eigenen Kleider, man hat es als jüngsten Antreib vom Ältesten her. Und das eben sind eher schon Geschenke. Ja, das ist noch lustig, wo wir dann endlich ein Bad hatten, oder? Dann haben dann alle müssen am Samstag, natürlich noch einmal im gleichen Wasser baden, oder? Wir mussten sparen, oder? Also der Vater hat zuerst dürfen. Sagst du, wie viele Geschwister die sind ihr gesehen? Überlebt haben wir 6. 9 wären wir und überlebt sind, ja. Also, oder wenn man das jetzt heute liest, sagt man, nein, was der erlebt. Yay, was der erlebt. Aber wir haben es nicht so empfunden. Und noch etwas, was ich heute sagen will. Man kann nicht das ganze Leben. Ich habe vor 2 Tagen wieder jemanden gehört, der gesagt hat, ja, ich habe es schwer in der Jugend und jetzt bin ich halt nicht so freudig im Leben. Du musst das Leben selber in die Hände nehmen. Du kannst doch nicht immer sagen, die sind schuld. Mein Vater war doch auch nicht schuld und die Mutter auch nicht. Und, du musst es selber in die Hände nehmen. Klar, meine Frau als Psychologin würde jetzt sagen, ja, du hast gut reden, du hast den Willen und so. Das kann nicht jeder. Stimmt. Aber in der Regel sehe ich einfach, du musst es selber an die Hand nehmen. Und wenn du von oben noch geführt wirst, geht es noch recht gut. Ansgar, hast du das so schon als Kind gekannt? Hast du Gott auch als Kind gekannt? Hat das irgendwo dir geholfen? Oder? Ja, wir hatten einfach nichts anderes gekannt. Und die meisten im Dorf waren arm, in den Bergen oben. Oder? Also, es ist einfach normal gewesen. Also Ferien. Oder mein Vater hat mit 72 zuerst mal Ferien gemacht. Er ist da, meine zweite Mutter, die Stiefmutter, ganz Liebe, musste über dem See, im Ander oben bin ich aufgewachsen, oben am Wallensee. Und nachher hat er dort zu Valenz. Sie musste kuren und er ist mit. Und nachher, er ist jeden zweiten Tag heim schauen, ob die Bäume noch stehen. Oder? Das ist wie wahr. Er ist natürlich nicht gegangen, es hätte einen grauen Zabo, aber er hat ein GA gehabt. Oder? Und nachher hat er mir angerufen am Montag drauf und hat gesagt, Bub, ich war etwa 40, Bub, das Dümmste, was ich gemacht habe im Leben, ist Ferien. Das mache ich nie mehr. Vorher stand ich noch mal 6 Monate an Grenzen beim Krieg, als hier noch mal eine Woche Ferien. Dort habe ich Geld bekommen, da musste ich noch zahlen. So ist es. Übrigens, darf ich die Story, wie sie so lustig ist, vom Vater von GA. Er hat jedes Jahr ausgerechnet, ob er das GA ausgenutzt hat, oder? Und dann hat er immer gesagt, ja, wenn er es nicht ganz ausgenutzt hat, ist er einfach 3 Tage rumgefahren, oder? Irgendwo. Und nachher
ist er dann eines Tages mit 80 ist ins Postauto eingestiegen und ist gestorben. Ziemlich bald, oder? Im Postauto. Und dann haben wir immer gesagt, und dann hat der Chauffeur, der Chauffeur hat festgestellt, dass er tot ist. Super, oder? Also, kein Arzt geholt, nichts. Dann haben wir gesagt, ja, der ist tot, komm. Ja, wir müssen jetzt mit so vielen Leuten auf die Ziegelbrücke runter, oder? Fahren. Die müssen alle arbeiten, der ist sowieso tot, oder? Also, er hat das Tote noch das Gehen ausgenutzt. Das ist doch das Lässige, der hat es wirklich ausgenutzt. Und Turnen ist dann auch kein Postauto gekommen, oder? Also er hat es wirklich ausgenutzt. Wir haben immer manchmal gelacht über das. Look, Ansgar, du nimmst es so positiv und es stimmt, du lachst darüber. Er wird auch. Er will, dass wir vorhalten, sagen, ja, ich habe es ausgenutzt. Awesome. Ich glaube, im Himmel jetzt hat er gratis GA überall. Aber hast du mal auch die Frage gestellt, hey, wo ist Gott in all diesen Sachen? Weil du bist ein sehr positiver Mensch. Aber es gibt auch Menschen, die Armut erleben, die deine Situation erleben und sagen, oh, es gibt keinen Gott. Hast du mal dir auch die Gedanken gemacht, gibt es überhaupt Gott? Wo ist er? Ist er treu? Als Kind ist man Betonung auf katholisch aufgewachsen. Fast jeden Tag in die Kirche, bei Schneesturm und allem. Oder? Ich war klein, von Wuchsau. Wir hatten als einziger Bauernhof keine Straße. Wir mussten durch den Schnee durchlaufen. Und nein, das hat man nie gefragt. Weil es hat einfach geheißen, ja, es ist jetzt einfach so, oder? Der Papst hat es gesagt, oder? Und als ich dann austrete bei der Kirche, das hat der Vater nicht dürfen sagen, dann bin ich dann befreit gewesen. Weil damals ist die katholische Religion, heute denke ich anders darüber, damals war die katholische eine Angstreligion. Wenn dann, oder wenn du das nicht tust, kommst du in die Hölle. Oder? Und von dem hast du ja Angst gehabt, oder? Und man hat natürlich den Tod, Lawinen sind runtergekommen, es sind immer Leute gestorben. Und oben, ob der Kirche hat es einen Kinderfriedhof gegeben. Der war ein Drittel so gross wie der Normalfriedhof. Da hat jede Familie Kinder gehabt. Wir hatten auch 2 gehabt, oder? Und eins war eine Frühgeburt und darum ist gar nicht begraben worden. Aber die anderen, oder? Man hat mit dem Tod gelebt, oder? Und das ist mir für mein Leben ein Spruch geworden. Wenn eine Frau oder Mutter früh gestorben ist oder Kinder gestorben sind, dann hat es auf diesen Grabsteinen ganz Haufen hat's immer das Gleiche geheißen. Und diesen Spruch habe ich fürs Leben mitgenommen. Gott weiß warum. Das ist es doch, oder? Die Bergler haben das angenommen, als Gott gewollt. Das ist jetzt halt so, oder? Gott weiß warum das passiert ist. Das hat mich tief bewegt. Aber nachher bin ich wie befreit von dieser Religion, muss ich sagen, x Jahre. Finde ich sehr, sehr schöne Gedanken. Gott weiß warum. Ich muss nicht alles wissen. Nein. Ich muss alles verstehen. Nein. Er weiß warum. Ja. Und das ist ein sehr starkes Vertrauen. Das benötigt ein Vertrauen, tiefes Vertrauen, sagen, Gott weiß warum. Und auch abgeben. Und das hast du oft gemacht. Du hast eigentlich dich selber in die Schule gebracht. Du hast ein Studium gemacht, hast Matura gemacht, hast Chemielaborat gelernt oder studiert in Basel. Ja, ich sage aber, ich bin nicht bloß Akademiker, ich habe einen anständigen Beruf gelernt. Gut, okay. Ökonomiestudium an der Uni hast du gemacht. Und lustigerweise in dieser Zeit hast du dich selber finanziert. Du bist ein Taxifahrer, du Putzmann. Putzmann, 3,5 Jahre, ja. Hast verschiedene kleine Jobs hier. Nachtportier, Hirslanden. Du hast alles erlebt. Das Schlimmste ist Mikrokassier. Ein Mikrokassier. Hat mit denen bedauern, das ist ein Sautjob. Ein Sautjob. Wie war das für dich in dieser Zeit? Das alles schaffen, das alles für dich selber machen? Wieso hast du überhaupt das alles gemacht? Was hat dich angetrieben? So viele Jobs machen, dich finanzieren, dein Studium machen. Wieso? Also der Ehrgeiz, oder? Der Vater hat immer gesagt, zu allen, hier oben könnt ihr nicht leben, ihr müsst runter, oder?
Und dann hat der Vater Land verkauft, dass alle Kinder Ausbildung machen können. Und der älteste Bruder war ziemlich bald Jurist und der hat den Vater verehrt. Oder? Weil er das auch gerne hat. Er hat ja nichts lernen, der Vater auch. Furchtbare Jugend hatte mein Vater. Furchtbar. Und danach hat er den verehrt und ich war so der Letzte und da hat es immer geheißen, du hast sowieso nichts zu sagen. Und das hat mein Ehrgeiz so angestachelt, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich muss die anderen überflügeln. Oder? Was ja dann Gott sei Dank gelungen ist, aber dann hat es dann nicht mehr so bedeutungsvoll gewesen, oder? Aber eben, wenn man sagt, wenn man 40 ist, sagt der Vater Bub, oder Bub, machen. Man hätte nie gewagt, etwas mit 40 zu machen gegen den Vater. Wir haben schon gemacht, was wir wollten, aber ihm das sagen, hätte man nie gewagt. Nie. Das war so eine Autoritätsperson, oder? Und der Ehrgeiz ist natürlich auch angestachelt worden. Ich vergesse ich nie mehr. Das haben sie mich auch mal in den Medien gefragt, warum. Vergesse ich nie mehr. Ich bin mit Milchkanten und Schlitten beim Nachbar und es hat, wie sagen, gestaubt. Was sagen die? Also wenn ich so rede, wenn ich aufgewachsen bin, verstehst du mich nicht, oder? Meine Frau hat den Vater die Hälfte nicht verstanden. Ich sage einen Satz, wenn wir reden die heim. Also jetzt auch nicht, wir sind so Zürcher gekommen und haben uns verdorben. Aber bei Männern musste ich heucheln und bin runtergeigelt. Was heisst das? Also, verstehst du nicht, oder? Männer heisst stossen und heucheln heisst duschen und runtergeigelt. Oder? So reden wir, oder? Also, und nachher bin ich dort im Stau, also hat Schneeverwegung gehabt, oder? Und dann konnte ich nicht mehr schnaufen, ich konnte nicht mehr führen, ich konnte nicht mehr hinterstehen, oder? Und ich wusste, da kommt niemand, alle sind schon weg. Und dann ist einfach die innere Stimme gekommen, wenn du jetzt da bleibst, wirst du sterben. Und dann ist die innere Maschine gekommen, der Wille. Ich muss in die Straße rauf. Ich muss, oder? Und wisst ihr, damals, wenn einer in die Schule gekommen ist, der hat mich nicht gesucht. Hat er mal der Lehrer gesagt, wo ist der Werner? So habe ich die Eltern gesagt, ja, wo ist der Werner? Nachher war halt das Doppelunter, tot, oder? Meine kleine Schwester, die Irene, die hat mir den ganzen Tag nicht gesucht. So hat sie gefunden, im Doppel und tot. Der Lehrer ist nicht anrufen. Oder? Darum habe ich gewusst, mich sucht niemand. Wenn der Lehrer in der Schule gesagt hat, was ist der? Ja, der war krank. Ja, der ist krank. Also gut. Wird am Morgen wieder kommen. Das war die Zeit. Das ist nicht negativ, das war einfach die Zeit. Heute tut man Kind, wir auch als Eltern, fast überbemuttern, oder? Und Angst haben und ja. Es ist interessant, was du sagst. Ich glaube, deine Erfahrungen hat das gemacht, wer du bist. Ich meine, wenn du die Erfahrungen nicht gehabt hättest, vielleicht wärst du auch nicht so weit gekommen. Du bist dann in der HEV eingestiegen als Direktor mit über 330 Mitgliedern. 330'000 Mitglieder. Ja. Hunderte von Leuten hast du geleitet, geführt. Bist als Ja, die habe ich nicht geführt. Geschäftsführer. Ich habe natürlich Geschäftsstelle geführt und die anderen haben nicht gemacht, was wir wollen. Ja, das ist ja so. Aber es ist natürlich ein schwieriger Laden, weil alle Leute recht getan ist eine Kunst, die niemand kann, oder? Und trotzdem, ich habe in diesen Jahren habe ich mich gehalten, schreibe einen Brief, bekommst du einen Brief. So hat einmal BTT noch Werbung gemacht, hat sie noch BTT geheißen, Post. Und ja, ich habe jedem, der mir geschrieben hat, selber geantwortet. Ich hätte der Sekretärin können sagen, du antwort, du. Das machen ja die meisten. Jedem selber. Jedem selber. Und Das die hast hat du nicht wüst sollen geschrieben, sagen, Ansgar. zum Teil. Hä? Das hast du nicht sollen sagen. Was? Unsere Sekretärin sitzt da. Ja, Entschuldigung. Schau, da hinten, ja. Das hast du nicht gehört. Oder? Aber wir hätten es können hast du sagen, gefordert, oder? ja. Und das ist ja heute normal, oder? Dass man das irgendjemandem gibt. Aber ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich gesagt habe, er hat sich Mühe genommen, mir zu schreiben. Ich schreibe ihm auch. Aber es hat schon ein bisschen viel Zeit gebraucht. Und vor allem, eins wollte ich noch sagen zu dem. Ich habe den Leuten immer, wenn sie mich verletzt haben, persönlich, also wüste Worte bekommen zum Teil, habe ich immer geschrieben, sie haben mich verletzt. Das muss ich ihnen schreiben. Und 90% ist zurückgekommen, das tut mir leid. Das ist noch lustig. Die Leute merken nicht, was heute reinhacken ins Mail, oder? Die hacken einfach, oder? Und sind sich erst nicht so recht bewusst. Mir passiert das auch.
Meine Frau nimmt mich an den Ohren zum Glück und sagt, du gibst mir zuerst das zum Lesen, was du wieder geschrieben hast. Und dann sagt sie, das ist viel zu hart. Und dann habe ich gesagt, ja, du bist ein Weiche. Du, ja, nein, immer so, oh nein, ja, du bist zu hart. Also machen wir die Mitte, oder? Ansgar, du bist eine ehrliche Person. Direkt, ehrlich, authentisch. Ja. Wie lebst du das auch als Christ? Ich meine, ehrlich gesagt, in deiner Arbeit oder vorherigen Arbeit, Lügen, es ist zu erwarten. Nicht ehrlich sein, kannst Schlucken erwarten. Wie bist du mit dem umgegangen? Das ist etwas, also was ungerecht ist oder nicht ehrlich, mit dem kann ich fast nicht leben. Oder? Da hat der Vater eine gute Erziehung gehabt. Wenn man gelogen hat oder Notlüge, hat man eine Tore bekommen. Oder? Man hat so viele Tore bekommen. Aber ich hätte es, wenn der Vater geschadet hat, es nicht. Aber unehrlich, also im Geschäftsleben, vor allem auf dem politischen Job, wo ich war, Politiker antwortet ja vielfach so, oder irgendwie so hinten raus, oder? Habe ich nie. Ich habe pro Jahr 30 Fernsehauftritte gehabt, etwa 50 Radio und hunderte Printmedien. Also. Und die Journalisten haben gewusst, der Typ ist ehrlich. Und wenn ich etwas nicht sagen wollte, habe ich denen gesagt, das sage ich euch nicht. Das sage ich euch nicht. Das haben sie akzeptiert. Lieber als wenn man lügt. Die hat immer, als ich zurückgetreten bin, hat die vom Tagi, das ist, ja, ich bin ja natürlich ein wertkonservativer Mensch. Dieses Jahr hätte ich 2 1. August-Reden gehabt, sind beide abgesetzt. Letztes Jahr hatte ich noch 2 1. August-Reden gehabt, oder? Das ist ja als Schweizer, das kannst du nicht nachvollziehen. Das höchste aller Gefühle ist ein 1. August-Rede halten. Dann hast du den Horizont erreicht in der Schweiz, oder? Als ich das erste Mal durfte, vor etwa 20 Jahren, habe ich gesagt, ja, also jetzt können wir die Heim alles einsagen. Ja, also nein, 1. August, nein, hey, du kannst endlich mal etwas über die Eidgenossenschaft sagen, was du findest, oder? Sonst hast du ja immer schauen, was, ja, das darfst du nicht sagen. Und so. Die Mutter hat das letzte Jahr 1400 Leute, oder? Und das war lässig, oder? Und der Gewür hat konservativ geredet, also wertkonservativ. Und die vom Tagi hat gesagt, also, ich mache einen Artikel über sie. Und dann hat sie geschrieben, aber sie ist meine politische Gegnerin fragen. Das war die Nationalrätin, die Hildegard Fässler. Der habe ich viel gestritten. Und dann SP. Ich bin keine Partei. Ja, ist ja logisch, oder? Ich bin nicht der SP. Ich bin keine Partei. Und dann hat die Fässler hoch anrechnen, hat gesagt, der Gebühr war Gold wert auf der HIV. Der kämpft wie ein Stier. Aber wissen Sie was? Er war ehrlich und lustig und kann über sich selber lachen. Und schön ist, die Tagi-Journalistin hat es auch geschrieben. Das muss ich auch sagen. Sie hat es auch geschrieben. Sie hat ja lieber geschrieben, ja, das war ein dummer Sieg, oder? Und so. Und ja. Aber Ehrlichkeit und wenn ich gelogen habe, bin ich es sagen. Und das hat mir viel Ehre eingetragen. Ich war mal in einem Stiftungsrat, ich würde die auch kennen. Nachher haben die irgendeinen fettigen Seich beschlossen. Da habe ich gesagt, ja, nein, protokollieren mache ich nicht mit. Ja. Da habe ich gesagt, wenn die Presse kommt, ja, da stehen wir hin, oder? Stehen alle, ja, da stehen wir hin, wir. Und danach bin ich Mittagessen mit dem Blick-Chefredakteur, erzähle ihm das. Der bringt das am Sonntag. Super, oder? Mit Fotos von denen. Ja, super. Ich habe dem angerufen und gesagt, Hanne, bist du besoffen, oder was? Ja, ich habe nicht gedacht, dass wir das nicht bringen sollten. Ja, du, ich habe das Problem jetzt. Und dann haben alle gesagt, wer war das gewesen? Man hat es nicht gewusst. Und ich konnte sagen, ja, das ist erstaunlich, was da rausgeht. Und der Journalist sagt es nicht. Der sagt es nicht. Und nachher habe ich den Präsidenten angerufen und gesagt, ich bin es. Da hat er gesagt, ja, aber Sie sind auch. Ja, das ist unterdrückt das auch und so. Ich habe gesagt, ja. Ich habe meine Meinung dazu mal gesagt, das ist immer noch meine Meinung, ich habe sie dazu mal gesagt, ganz offen. Und ich habe, ja. Und nachher haben wir über die Hälfte von dem Stiftungsrat gesagt, was sie gemacht haben, ist schändlich, aber wir bewundern sie, sie sind dann ehrlich. Sie sind dann ehrlich. Haben wir noch nie erlebt, dass einer zusteht. Sie haben mich rausgerührt aus dem Stiftungsrat. Was ich begriffen habe. Du hast keine Angst gehabt.
Angst sagt dir nichts. Mal. Also was wir natürlich wirklich mitbekommen haben, also wir haben an vielen Orten immer wieder Angst, oder? Ich darf ja predigen heute, und dafür predigen wir über den Psalm 121 und Vertrauen, und dann gehen wir heim und ja, so, oder? Ja, super, oder? Nein, aber Kernangst war von mir immer die Existenzangst. Wir haben die Heim eben so nichts gehabt, oder? Ich habe nie ein Spielzeug gehabt. Zu Weihnachten hat es etwas Nützliches gegeben, einen Wecker oder einen Schirm, oder? Dass man morgen aufsteht, das kommt, oder? Aber sonst, nein. Aber da hatte ich immer Existenzängste. Immer Existenzängste. Kannst du leben. Ich persönlich kann das sehr gut verstehen. Ich bin selber auch arm aufgewachsen. Von dem her, der Micha hat das letzte Woche gesagt, hey, Sabrina, du musst deine Existenzangst, Angst von Geld, auf der Seite lassen. Der Micha hat gesagt, Schweizer, wir können das nicht uns vorstellen. Aber als jemand, der auch arm aufgewachsen ist, das hast du in dir rein. Ja. Und es ist enorm schwierig, das... Aber trotzdem, du hast Vertrauen an Gott, du hast so einen starken Glauben. Wie ist das auch Vertrauen in Armut, wenn ich das sagen darf, im Vergleich von Normalität in der Schweiz, dass Armut auch in Richtung, Vertrauen in Richtung erlebt? Ja, eben, wenn man dann, also reich bin ich nicht, ich bin einfach gut situiert, oder? Also reich. Oder, das ist ja auch etwas, wenn man ein normaler Bützer ist, sind die hier oben reich, oder? Und so. Und wenn man dann selber so viel verdienen, sind die anderen reich, oder? Immer so die Stufen, wo man mitmacht, oder? Aber das ist auch etwas. 1983 habe ich mich dann bekehrt zu Jesus. Hat auch nie einen Hehl. Oder wenn ich mein Geschäftsergebnis präsentiert habe, die sind ja Gott sei Dank extrem gut gewesen. Dann habe ich immer gesagt, Gott sei Dank ist es wieder gut. Dann alles so geschaut und denkt, erfolgreich ist er schon, aber nicht geht er schon. Also, ja gut, ist ja gleich, oder? Ist ja gleich, oder? Aber wenn es einem gut geht, nicht nur, wenn es einem gut geht, wenn es einem gut geht, meine ich, wenn man leben kann und zu essen hat, dann im 83 hat im 85 der Werner Kniesel von Bucheck die berühmte Predigt der Zehnte gegeben. Und da habe ich gesagt, ja nein, eine Zehnte, nein. Und der hat es auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, gehört alles Gott? Dann haben alle gesagt, ja. Ja gut, du darfst 90% behalten. Da habe ich gesagt, Werner, du hast wie so vieles auch das begriffen. Von dort an habe ich die Zeitung gegeben und ich schreibe alles auf. Wisst ihr, es gibt einen Haufen, die ich auch kenne, die sagen, ja, ich gebe etwa eine Zeitung. Nein, das muss man aufschreiben. Gott ist ein genauer Gott. Nicht einfach so, ja, plus, minus haben es gegeben und wir dürfen ja mehr geben und so. Aber der Zehnte, der gehört Gott, und der hat mir enorm viel Segen bereitet. Enorm viel Segen. Sowohl vom Einkommen als auch vom Sparen. Ja, in der NZZ ist ja gestanden, es gäbe selten das Geschäft. Natürlich nicht Migros oder Coop. Aber sonst, wenn ich etwas danach kaufe, dann gehe ich immer am Schluss, sage ich, ja, und jetzt Prozent. Meine Frau und Kind sind schon rausgelaufen, die haben sich so geschämt. Ich schäme mich nicht, ich habe immer Prozent bekommen. Also, wir haben auch Geschäftsführer bei uns in der Gemeinde oder Personen in Leitungsposition. Was wäre deine Advice, dein Vorschlag von unserer Geschäftsführer und Leitungsposition? Also wenn es zum Thema abhängig von Gott Ja, genau. Also einfach am Morgen den Tag in Gottes Hand geben, das ist klar, beten. Dann ehrlich sein, die Welt ist so unehrlich. Oder? Da ist man ein Exot. Auch keine Notlüge gibt es nicht. Dann eben der Zehnte geben, Gott vertrauen, das lappert jetzt einfach so schön daher, ist ein bisschen schwierig. Und auch mit denen, die es nicht so gut haben, Mitleid haben. Oder? Also einfach, das ist ganz etwas Wichtiges, da bin ich auch am Lernen. Zum Glück ist hier meine Frau seriöser, oder? Das ist sowieso, fragen sie, wo hast du dich kennengelernt? Eine bildhübsche Frau. Dann sage ich, Taxifahren. Das war die beste Taxifahrt, die ich gemacht habe. Aber auch die teuerste. Ich habe sie heute noch nicht gezahlt. Also ich. Nicht sie, ich. Aber und einfach das Vorbild sein
Und auch, wenn wir einfach den Leuten helfen. Ich habe den Leuten extrem viel geholfen. Die Frau hat sich aufgeregt, wie viele Leute das helfen. Wegen der Zeit, oder? Und dann nachher, also ich habe die letzte Woche habe ich am Geschäftsführer von Electrolux angerufen und gesagt, kannst du mir helfen? Und er hat ihnen, hat mir ihnen 2 Stunden geschrieben, ja, ich helfe dir. Die meisten kennen dich nicht mehr. Da, ich bin überall, das war ein VIP, oder? Und nachher kriegst du, bam, das Loch ab und niemand kennt dich. Das habe ich aber gewusst, dem leide ich auch nicht, oder? Muss ich sagen. Was mich auch interessiert, du bist sehr abhängig von Gott. Also als Das Kind, wird immer mehr, ja. Immer mehr. Wenn du Geld hast, wenn du eine gute Familie hast, wenn du Arbeit hast, Studium hast, einen guten Hintergrund, brauchst du Gott nicht. Wie kannst du in dieser Position, wo du bist und bist, immer noch abhängig von Gott bleiben? Und nicht von deinen eigenen Finanzen, nicht von dem Sozialamt, nicht von der Familie, nicht von dem Studium. Wie hast du das geschafft? Ich habe die gegenteilige Meinung. Du bist immer mehr abhängig. Wie die Probleme, oder? Ich bin so manchmal heimgekommen und habe gesagt, heute habe ich 12 Stunden gesäckelt den ganzen Tag. Es ist nichts passiert, als statt 20 Pendenzen habe ich jetzt 50 Pendenzen. Oder? Und da wirst du so abhängig, weil du kannst das gar nicht mehr. Und jetzt Studium. Wenn du in diesem Alter noch an die Uni gehst, das ist das Schwierige. Ich habe jetzt gerade die allerletzte Prüfung habe ich verhauen. Oh. Ja, muss ich antraben, Dienstag in der Woche. Danke vielmals. Aber also, das hat mich gekränkt, das muss ich sagen. Das hat mich gekränkt. Wenn alles mit Gottes Hilfe geht und du am Anfang lernst, meine Frau hat dann auch, bis die jüngste 20 war, war sie daheim. Voll daheim. Und dann hat sie gesagt, jetzt gehe ich wieder studieren. Und jetzt hat sie den Abschluss an der Uni Zürich Psychologie. So. Und sie hat auch gesagt am Anfang, ich kann mir nichts mehr merken. Ich auch. Ich kann mir noch nichts mehr merken. Plötzlich kommt es wieder, oder? Das ist noch lustig. So nach 3-4 Monaten kannst du das eigentlich wieder merken, oder? Und jetzt nur noch etwas, das war mir gar nicht bewusst bis vor 10 Tagen. Es ist aber so. Hat mir einen relativ berühmten Inge Etehaler angerufen, Geschäftsmann, grosser. Und da hat er gesagt, du bist doch an der Uni. Ja, weißt, ich gehe jetzt auch als Hobby da, Theologie, oder? Ich habe gesagt, ja, haben wir uns gesehen? Ja. Und er hat gesagt, machst du das Theologiestudium? Nein. Ich habe gesagt, wieso nicht? Nein, das wollte ich wollen, mache ich nicht. Ich habe gesagt, wieso? Ja, also Ansgar, jetzt mal ganz ehrlich, ich bin ein erfolgreicher Geschäftsmann, ich bin jemand und immer noch. Nein, ich gehe da zur Kreuzigung kriechen, an der Uni bei den Professoren. Nein, mache ich nicht, du. Und dann habe ich gesagt, ja Werner, das ist es. Das ist es. Das habe ich auch. Du bist gefeierter Star und dann musst du wieder da gehen. Ah ja, und nicht sein, nicht bis so, aber weißt du, was ich meine? Du bist der Schüler wieder. Das ist uhrenhart. Das ist uhrenhart, wenn kein Sonder ist. Wenn der Platz, wo du hinhockst, an der Uni nicht reserviert ist. Ja, so sage ich immer. Heute auch danke, reservierten Parkplatz gehabt, wenn ich gekommen bin. Wenn mich begrüßt hat, ich hatte das Privileg gehabt, dass ich beim HIV, als ich gekommen bin, haben sie mir gesagt, ja, bei der Veranstaltung können viele Leute. Und dann habe ich gesagt, ah ja, viele, ja, ich kenne das. 50. Nein, das sind immer Hunderte. Bern sind 1000 Leute gekommen, andere sind 2000 Leute gekommen, die können, oder? Die Eigentümer ist ein treues Volk und die wollten den Gemüse hören, oder? Und wenn da im KKL der ganze Saal sagt, «Bravo, Gemüse, zeig es!», so, dann fühlst du dich der Größte, oder? Und nachher bist du einfach an die Uni und bist ein Student. Okay. Aber Ansgar, wieso hast du das in dem Fall gemacht? Ich meine, du hast auch jetzt Ferien geniessen mit deiner Frau. Ja. Du hast eigentlich eine Pensionierungszeit Warum habe ich das geniessen. gemacht? Ich habe IQ 51. Und da habe ich zu wenig weit gedacht. Nein, das ist blöd. Der Hund hat 52, aber er ist nicht da. Du musst keine Angst haben. Bringst nicht über 100 heute. Also, nein, ich habe immer gesagt, was mache ich nachher. Oder? Ich habe gewusst, da kommt ein riesiges Loch. Oder? Und du bist niemand mehr. Das habe ich gewusst. Nicht der Ansgar Gmür ist der, der es will. Es ist der Stuhl, wo er drauf sitzt. Das ist einfach so, muss man sich bewusst sein. Das bin ich mir bewusst gewesen, Gott sei Dank. Und dann habe ich geträumt, ein riesiger Teich war und ich habe gefischt und bin sehr erfolgreich.
Und danach ist plötzlich nichts mehr rum. Also ich kann nicht fischen. Also das ist kein Hobby. Ich bin so, ich kann nicht fischen. Fisch würden wahrscheinlich alle so machen am Schluss. Wenn sie mich gesehen hocken. Und nachher habe ich dann gesagt, du, das ist leer. Dann hat Gott gesagt, schau doch genau. Dann hat er gesagt, nein, lieber Gott, der Teich ist leer, ich kann hören. Dann hat er gesagt, schau jetzt richtig rein. Und dann habe ich hineingeschaut und da hat es einen riesen Fisch drin gehabt. Dann habe ich gesagt, aha. Und dann habe ich die Stimme gehört, ich werde dich zum Menschenfischer machen. Du gehst studieren. Und das hatte ich ganz klar den Auftrag. Du hast Auftrag gehabt, zum Studieren, aber du hast auch Pfarrer werden. Leider darfst du nicht ein Pfarrer werden, also ein reformierter Pfarrer, aber du hast gross auf dein Herz, dich in die Kirche investieren. Wieso Kirche? Also, ich glaube, also erstens, das ist bei die katholischen Pfarrer sind noch bis zum Lebensende Pfarrer. Und die Reformierten müssen mit 65 gehören, darum kann ich nicht werden. Aber ich habe natürlich Aushilfe. Ich habe schon fixorte Prediger. Ich habe schon x Beerdigungen in reformierten Kirchen und so. Sogar in katholischen Kirchen predigt letzte. Ich bin völlig ökumenisch unterwegs. Also ich sage, nein, wenn sie anfangen, hier Protestanten gegen die Reformierten und dann noch gegen Katholiken und am Schluss noch gegen die Freikirchen, da habe ich null übrig. Da habe ich gesagt, wir haben den gleichen Gott, wir haben die gleiche Grundlage. Hört auf! Wir haben eine riesige Wand, die kommt. Und die ist nicht Gott, das ist Muslim. Und wir bekämpfen uns untereinander. Wir sind doch nicht mehr ganz Bachen. Ja. Oder? Wir sind doch nicht putzt. Oder? Ja. Wir müssen für unseren Gott einstehen, oder? Und nicht gegeneinander. Oder? Wenn jetzt der das macht oder das, solange es nicht irgendeine Katastrophe ist, glaube ich, die Bibel, ein bisschen grosszügiger wäre angenehm. Oder? Wichtig ist das Fundament, oder? Und wer, dass wir das Ziel haben. Also, von dem her, ich schnurre zu wenig. Was heißt Wieso Kirche? Wieso Kirche? Wieso willst du dich in eine Kirche investieren? Ich denke, die Christen, und das ist auch menschlich, versammeln sich an einem Ort, und das ist die Kirche. Ich glaube, und da wird auch Corona, bin ich überzeugt, schaden, dass man nicht mehr die Verpflichtung hat, dann irgendwann am Sonntag ins Kirche zu gehen. Das ist so wichtig. Das ist so. Gott ist ein Gott vom Ding, oder? Genau, er ist ein Gott von der Ordnung. Und der 7. Tag, der ist einfach da. Und darum sage ich, man muss die Leute dort abholen, wo sie hin können. Wenn ich sage, morgen predige ich in einer Garage, wird wahrscheinlich niemand kommen und so. In England haben immer so, als ich in England gelebt habe, in London, haben immer lässig gefunden, haben sie hier im Hyde Park predigt. Das ist lustig, aber das geht da einmal da kommt niemand, oder? Und so. Im Hyde Park ist das normal, oder? Dass dann da Gebirge auseinander und weiter predigt und alles und so. Das ist einfach England. Aber man muss eine Institution haben, die heisst Kirche. Und dass wir mehr raus. Ich habe Gott sei Dank sehr ausgebildete und gescheite Töchter. Das ist auch ein Sagen. Haben alle geheiratet und die Männer sind auch allgläubig. Das ist ein Sagen. Oder? Und warum sage ich das? Sie schlagen am Aussehen an der Mutter an, zum Glück, sind hübsche, oder? Aber die dürfen die Damen mitgehen, zu den Prostituierten beten. Kleines Kaibaben. Das ist zackig. Gehen Sie mal mit, das ist kackig. Also, Ende Moment muss man nicht gehen, weil dann haben sie Geld, dann werden sie einem nicht gesehen beim Betten. Aber das ist also Hut ab von den Töchtern, weil das ist also zackig, dort vor Ort gehen, oder? Und darum sage ich, das Rausgehen ist je länger je mehr, aber ein Ort, wo man zusammenkommt, oder wo Kirche bedeutet, das ist für mich etwas Zentrales. Ja. Und dort die Botschaft bringen, sehr wichtig. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass die Kirche ist Gottes Masterplan. Genau. Er hat das gebaut, nicht mir. Genau. Er sagt, ich baue meine Kirche. Und meine letzte Frage geht um, schlussendlich, er hat uns einen Auftrag gegeben. Geht in die Welt und macht euch zu Jünger.
predigen und lehren und taufen sie im Namen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es geht um Nachfolge Jesu Christi sein. Es geht um Jüngerschaft. Wie hast du in dick und dünn Nachfolge Jesu Christi erlebt? Also ich? Ja gut, also eben, das ist natürlich auch ein spezielles Problem. Oder ich habe mich natürlich, ja, Hauskreise und so, ja, immer gehabt. Aber sonst habe ich, ja, zu wenig tue ich. Und darum sage ich, jetzt ist meine Chance, Nachfolge. Was heisst für dich Nachfolge Jesu sein? Was das heisst? Also da heisst sehr viel. Eben, einer heisst, geht hinaus und macht. Oder? Oder das andere ist einfach, und da hapert es dann bei mir schon, bei euch allen nicht. Nächstenliebe, oder? Das Gebot der Nächstenliebe. Soll ich alle gerne haben. Da hapert es dann schwer. Also, euch ja nicht, ihr habt das alle im Griff, oder? Ja, sind schon 7 Scheiben hier, oder? Aber das ich nicht, das ich nicht. Also gewisse Leute, da habe ich Mühe. Und dann muss man halt verzeihen, aber die Bergpredigt, oder? Die ist halt schon zackig, oder? Also die Bergpredigt ist natürlich der Maßstab für uns, oder? Und die ist keine zackig, oder? Aber Nachfolge heisst, werdet aktiv. Ihr müsst eins sehen. Wenn ihr die Bibel dort aufgehört hat, ihr müsst das lesen dort, wo es heisst, Markus, und er sei gekreuzigt worden und die Jünger rannten alle davon. Wenn die Bibel gehört hätte, was wäre dann gewesen? Na da, einfach na da. Wäre nichts mehr gewesen. Und dann kommt die Auferstehung, oder? Dann kommt sie. Das ist das Faszinierende. Ich möchte das mal so lesen. Dann ist Ende, Frau Professor Tietz, das ist eine gläubige Professorin, ganz tolle. Die hat mir jetzt erst mal die Augen geöffnet und hat gesagt, leset doch mal bis dorthin und dann, wenn es fertig sein wäre. Dann, die hat gemeint, sie ist fertig. Die hat gemeint, sie ist fertig. Alle haben gemeint, sie ist fertig. Und wenn es dann fertig sein wäre, Scheiße für uns auf Deutsch gesagt, oder? Und dann ist es gekommen, oder? Amen. Dann ist es aufgegangen. Und darum sage ich, das ist es, was faszinierend ist. Und wir sollten mehr auf ihn, also ihr alle nicht, ich mehr. Also ich sage es immer mit dem Tram, oder? Der ist immer in Kontakt oben, oder? Mit Dingen. Und ich würde auch, die Linie da, die Stromlinie, das ist für mich Gott, oder? Und wir müssen einfach mehr auf Heiligen Geist gehen und Heiligen Geist hören, oder? Meine Familie ist da sehr gut unterwegs. Ich bin ein bisschen, ich tue zu viel kognitiv, oder? Sagen, ja, nein, also ich finde, dann sagen sie, ja, aber du, ja, nein, und so. Es sind grosse Familiendiskussionen, oder? Die Schweiz Illustriert, die hat einmal unsere Familie gebracht und hat gesagt, wir sind eine ideale Familie, so schön, alles miteinander, jassen wir, oder? Und so. Und dann habe ich gesagt, ja, und streiten. Ja, nein, so nicht die Familie da nicht. Ja, nie eine Ahnung. Meine Töchter teilen mich dann erst schon ein, oder? Zum Glück, oder? Zum Glück. Sagen sie, du, Papi, oder? Wenn ich aber sage, ich hätte keine Schuhe gehabt, sagt aber die älteste Juristin, ja, Papi, jetzt hast du mehr als ein Paar Schuhe, musst du es nicht mehr sagen, oder? Also von dem her haben sie ja recht, oder? Ja. Aber sie leben in einer anderen Welt und das ist gut so. Und ich habe das, eine Tochter, ist, die älteste verheiratet und wollte immer noch die Heim, oder? Die anderen sind fast 30 die heim gewohnt, trotz mir. Aber Mütter, da hat meine Frau etwas ganz Gescheites gemacht. Als die Töchter ins Teenageralter gekommen sind, hat sie gesagt, du Mann, lass mal zu. Sowieso, meine Frau schreibt mir jeden Tag ein Liebesbrief. Früher Papier, als Samstag, Sonntag nicht, da sieht es mir. Nein, aber jetzt per Mail. Oder? Also einfach machen das. Die Frau ist das Liebgeschöpf. Oder? Die Frau, wehe, wenn ich nicht antworte. Oder? Und so. Aber ich gebe mir jetzt sogar Mühe, manchmal bin ich vor ihr. So. Aber das ist eine Beziehung. Oder? Das ist auch etwas, über das predige ich, über Beziehung. Oder? Und meine Frau zwingt mich jeden Tag mit ihr zu reden. Ich brauche das nicht. Oder? Aber sie hat recht, sie hat natürlich recht, oder? Und die Kinder haben viel mich gelehrt, dass heute anders ist. Und jetzt komme ich noch mal auf den Clou, dann bin ich endlich fertig. Dann haben sie gesagt, als sie Teenager geworden sind, Mann, jetzt bist du nicht mehr da und deine Kinder da, jetzt sind es deine Freundinnen.
Ich habe ziemlich lange gebraucht, mehr als einen Monat, mehr als ein Jahr, mehr als 2 Jahre, bis ich das akzeptiert habe. Ja, hey, ich bin ja der es finanziert, oder? Und so. Ach, hör, nein, also bitte, hör so, nein. Aber zum Glück hat sie mir das beigebracht und darum sind sie auch daheim geblieben, oder? Weil sie gesagt haben, Papi, ja, wir können mit dir reden. Manchmal bist du ein bisschen gaga, aber das haben wir uns daran gewöhnt. So gut. So gut, das ist mega, mega gut gesagt, mega schön gesagt. Es geht um eine intime Beziehung auch mit Gott. Ja, immer. That's it. Es ist von der Anfang bis am Ende, es geht um eine intime Beziehung mit Gott. Ansgar, danke vielmals für deine Zeit. Danke, dass du gekommen bist. Du hast so viel zu sagen, so viel Weisheit, aber nicht nur Weisheit und nur Sachen, die du erzählen kannst und sagen, ich glaube doch, der Heilige Geist hat dich gesegnet, hat dich ausgerüstet und hast auch etwas auch von der Heilige Geist uns weitergeben. Mir würde es sicher gerne dich nochmal vor der Predigt einladen und hören, was der Geist Gottes dir sagt. Würdest du uns noch sagen mit dem Gebet, bevor wir im Lobpreis miteinander einsteigen? Also ich, ja. Gerne. Ja, Gott, Vater im Himmel, du siehst uns. Ja, du kennst uns. Durch und durch. Wir danken dir, dass wir dort dürfen in deinem Namen zusammenkommen. Ja. Alles Lob gehört dir. Ja, das wäre gut, wenn ich das auch jeden Tag so erkennen würde. Gib uns die Gnade. Herr, alles ist Gnade. Gnade ist es, oder? Und darum danken wir, dass du uns jeden Tag neue Gnade gibst. Dass du uns Gnade gibst, zu erkennen. Du weißt den Wunsch, ich will dich immer mehr erkennen, ich will dich immer mehr spüren, ich will dich mehr erleben. Und diese Gnade bitte für jeden hier drin. Herr, wir bitten jetzt auch für die Kirche da, dass sie vorwärts gehen kann, dass du deine schützende Hand über ihre hast und über all, die da sind. Über die auch die heim schauen, bist gnädig mit ihnen, bist barmherzig. Oh Gott, du bist gross. Du, das ist, wenn wir dich erfassen mit unserem Verstand, dann wärst du wirklich nicht sehr gross, oder? Aber Gott sei Dank können wir dich überhaupt nicht erfassen. Und darum bist du ein Allmächtiger. Von Anfang bis Ende, Alpha und Omega wirst du sein. Wir sind ein Morgentau, wenn es hochkommt. Und darum wollen wir in dieser Zeit dir dienen. Wir wollen dich loben, wir wollen dich preisen. Sage du jetzt auch das Team da, das die Kirche leitet. Und ich danke dir für die Möglichkeit, die du jedem gibst, dir zu dienen, Herr. Amen. 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 Merci vielmals, Ansgar. Ja, lass uns